Naja, es sitzt noch einmal am Tatort, ein Lützburger Rapper, den auf Deutsch rappt. Ja. Und dann direkt bin ich froh, wo kommt das dann hier, dass der Lützburger Rapper war, und der Raps auf Deutsch, weil die meisten Lützburger rappen auf Lützburg oder auf Französisch. Aber ich war in Deutschland an der Schulmenge, also schon mein Gymnasium und meine Realschule und ich in Deutschland gemacht und voilà, ich bin auf Deutsch groß gehen sozusagen, ich schreibe noch Deutsch wie in Deutschland. Und weil ich gerne Deutsch Rap lauschen und ich nicht nur sind wie jeder reden, no homo, ich finde Deutsch Rap gern, ich finde wirklich Deutsch Rap gern, das ist das, was ich am meisten lausche und so. Dafür. Ja. Deine Nummer ist Tatwort, wo kommt das dann hier? Mein Papa ist Tatort-Fan und ich lerne mich ein bisschen so als Rap-Polizei von Deutsch Rap und das ist ein bisschen nur das für Rack-MCs sicher. Das ist, was du sich ein Tatort-Polizist. Genau, Ja. Wir sitzen hier nach dem Aldringer. Für den noch nicht gesehen hat, hier kann der rohe Schlange kommen. Hier ist ziemlich fat Pieces. Ja, das stimmt. An dem Video Rap is Penis Night, das ist sich den ersten richtigen Video, den es rausbricht. Du musst du ja auch am Anfang. Ja, das sind ich aber nicht selber. Also, ich habe nur gemacht, so wie wenn ich gegen Mole mit Bilderstand von meinem Papa. Also, mein Papa ist Artist. Okay. Und mein Papa lebt doch davon. Und voilà. Wie müsst du dann auch selber außerhalb von der Musik kommst oder? Ja, ich spreche ein bisschen mehr, weil ich nur zu der Lützeburger Graft-Szene gehöre, dann ging ich schon nicht so an mir. Ich muss aber selber Pieces an. Also interessiere mich ganz viel. Okay. Wenn ihr so der Facebook-Fanpage guckt, dein Tatort Fanpage, du fallen eigentlich auf, dass du demnächst ein EP rausbringst. Wie ist der? Das ist ein Tape, also schon ein Tape, weil es schon 13 Lieder. Steve Nurgle Tape, weil die Leute zum gegen Steve Urkel gleich. Voilà, die Menschen noch früher ein bisschen den Gag gemacht, ich würde da, weil ich selber eine Selbstironie habe und wollte ich eben ein bisschen den Gag immer da machen. Und dann den Steve Nurgle, weil ich auch gerne, weil ich Battle Rap machen und automatisch Nurgle. Ja. Ja, Steve Nurgle. Und wann kommt der raus? Das soll am Anfang des 7. Dezember rauskommen, gibt wahrscheinlich ein bisschen Verzögerung mit dem Presswerk, weil die eine lange Frist tun, weil ich nur Probleme habe mit geben. Also, das heißt, die Abwärts, die normalerweise könnte die am Dezember schon mal kosten. Okay. Du hast aber du steht aber auch von in der Facebook guckt, sind die auf dem Profil, also auf dem Profilseite von der Fanpage, seid ihr auch dafür ein Spiegelbild aus. Ja, das war ein gratis Tape, die ich rausgebracht habe am Februar, Januar, Februar, habe ich die rausgebracht. Ja, da waren diverse Lieder am Traktor drauf. Das ist nicht auf der Schreiner Traktor. Also, ich habe Prokureur auch ziemlich bekannt gemacht. Ja. Auch Geschichte von Mädchen, also ja, auch voilà. ziemlich gut. Und wir kennen das ziemlich gut und ziemlich lange, und wir dynamischen Nummern, von den Familiennummern haben. Und wir noch eine Gruppe normalerweise, die, obwohl auch irgendwann das wird kommen, von hin, dass die Prison wird kommen, die ist der Rackingers, also die Gruppe ist der Rackingers und voilà. Ja, den Beats musst du die selber oder wirst du Producer? Ich mache die Mädchen durch selber. Also aus einem diversen Grund, weil ich nicht nur Rapper bin, mir auch Musiker. Ich mache hier auch elektronische Musik und es sind einfach traurig, wenn einfach solche Musiker einfach nicht mehr Rap möchte. Weil ich fand, gehört noch dazu, dass ich dann noch eine Melodie kann spielen zum Beispiel. Oder ich muss eine Melodie als Nähe setzen kann, die meine Tür und ich will rappen. Ah, okay. Ich will doch dann einen Rhythmus, Gesang. Und sobald ich Beats mache, kann ich mir doch automatisch noch Musik bei dabei nennen. Für die, die das Schlunder nicht sehen wollen, du musst Battle Rap, wir haben eine ganz spezielle Richtung. Ja. Erklär mal, welche Richtung du bist, dass du echt mal Jazz haben willst. Ja, die meisten so entweder Oldschool, so Oldschool wild in dem Sinne nicht mehr ein Beat sind ziemlich 90er Jahre orientiert. Ich schenke noch ein bisschen der aller Zeit von den 90er Jahre Rap, auch vom Deutschen hier sowie auch vom amerikanischen Rap. Ja, es geht ein bisschen in die Richtung von Haus und Toten, so mal so, oder
Mal auf die Lämmer sind so nicht so, geht an die Richtung bis mir Mondschein, ja, so mal Mondschein, ja. Der Tisch, du lässt auch privat ganz viel amerikanische Deutsche Rap oder wen hast dann du so dein Favorit, den es immer Dings hörst, immer MP3-Player hörst? Die immer MP3-Player und also von ganz viel SDD, den leider Gottes nie gehört. Ich weiß nicht wieso, ich bin eigentlich von dem höheren Dirty, weil ich auch bei Optic Records in Zeit und ich feiere ihn hier ganz krass, weil er so ziemlich Eminem möchte und einen ziemlich kranke Flow, so Flow, den am Anfang nicht wirklich auf Savage direkt zurückzuweisen ist, obwohl Optic Records war, wie sein eigenes Flavor, 1000 Tode natürlich, ganz viel Mal auf Dilemma als top, also was den Flow-mäßig stoppen, dann rap-technisch, wie auch reimtechnisch gigantisch. Am amerikanischen, wie immer, Big L ganz viel, dann am amerikanischen lassen wir auch ganz viel die Beats oder MF Doom, lassen wir auch so nicht mehr Beats, zum Beispiel wie Jay Dilla oder Madlib und die ganzen Beispiele. Well, ja, und dann, wie seht ihr so schön? Dass ja auch dass ganz viele Newcomer kommen am Deutschrap, am amerikanischen. Ist doch so Newcomer, die extrem teuer ist oder? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mich schon lang distanziert von der Hip-Hop-Szene, so, weil ich mehr Freunde kenne, also zum Beispiel nicht extrem Hip-Hop, so ich bin die mich Sommer Haschen, ich bin Kollegen, die immer so Hip-Hop sind und die immens viel feiern und wo ich viel feiern und so als Mac Miller ganz viel so, weil ich ihn aber ziemlich cool fand. Ich fand Crow, wie sich nicht wirklich, weil ich finde ihn alle so, ich fand ihn also viele Fall ein dick krasser Star so, und ich weiß nicht, was Schrapptaschen ist und später ist das mal so gerade, weil mich nicht wirklich flasht. Der Teil wird ja sich schon mal im Interview gewirrscht, wird aber am Ende von allen Hip-Hop-Dingen so Freestyle entstehen. Okay. Dafür ging es da nur die Kurve, du ziehst die Feier wieder raus und dann müsst du doch als Freestyle. Und der Wort, was du ziehst, muss immer der Schluss sein. Ich muss Feier ziehen. Okay. Echt? Was? Was oder was? Was? Rapper Stil halt. Ja, das ist ja oldschool schon. Back up. Double time. Okay. Yo. Es ist kein Rapper vom Manderscheid, und ich rappen trotzdem, wenn ich gut sehe, kein Double Time. Yo, ich komme und ich spritze mit Blut, das geht Ketchup, und ich mache definitiv kein Backup, weil ich auch kein Backup MC. Ich rappen auf Rapper Stil. Ich komme trotzdem an die Schule, krieg fette Mic. Ich habe mich gerade dick verschwart und ich finde es gerade gut verschossen an meinen Beats, die sie Bass und alle gute Bass.